Und somit willkommen zur voraussichtlich letzten Folge hier bei Retrocast, sinnlose Let's Plays Urban Trail Playground. Und ich muss euch gerade schon vorwarnen, die letzte Aufnahme, die ich gemacht habe, die ist ein bisschen in die Hose. Und die vorletzte ist auch in die Hose. In der vorletzten habe ich keinen Ton vom Spiel drin gehabt und jetzt in der letzten habe ich irgendwie den Ton nicht ganz drin gehabt. Darum muss ich jetzt das Ganze hier ein bisschen nachsprechen. Und darum haben wir hier die Herausforderungen 6 bis 10 auch schon mal mehr schlecht als recht gemacht. Aber das hindert uns ja nicht so wirklich mit dem 6 da mal loslassen. Dann ist auf dieser Strecke muss man relativ viel ausweichen, also den Kopf einziehen, damit man die Herausforderung irgendwie überhaupt schafft. Und da ist mir, glaube ich, in dieser Erinnerung auch nicht so gut gelungen, wie wir jetzt da gesehen und gleich angeschlagen. Und wie gesagt, die letzte Aufnahme ist auch in die Hose, darum spreche ich jetzt das Ganze da halt ein bisschen nach. Ich werde es natürlich wieder in der letzten Folge probieren zu handhaben und dann einfach den Final Versuch reinschneiden. Und wie gesagt, bei den Herausforderungen gehe ich natürlich auch mit einem Stern zufrieden. Hauptsache wir haben es dann mal noch gesehen und ich habe es auch in der letzten Folge mit reingepackt und jetzt Herausforderungen. Ja, da ist ein bisschen in die Hose gegangen da, aber ich glaube da unten ist schon das Ziel. Ja, ist auch von der Zeit her jetzt nicht so super gewesen, gibt noch 2 Sterne, aber ja, mit dem wir jetzt halt leben, gehen wir zum nächsten. Da wäre dann das Nummer 7 in dem Fall. 3, 2, und da hätte ich gerne ein Wheelie, und zwar möglichst lang, da könnte noch problematisch werden. Das ist nicht so wirklich gut. Und ihr seht hier, ich bin da vorgesprungen, schon zum 10. Versuch. Irgendwie will es eben nicht so, der Willi, den habe ich irgendwie nicht so wirklich drin. Vielleicht müsste ich auch ein anderes Bike haben oder das Bike ein bisschen updaten. Wäre es vielleicht auch ein bisschen einfacher gegangen. Aber ja, wir lassen es da so stehen. Oh, come on! Es sind zwar auch nur 2 Sterne, aber lange mehr zum sagen, wir gehen zum nächsten Level führen. 3, Und da hätte ich gerne eine Combo-Serie. Und da bin ich auch nicht wirklich so gut drin. Ich hätte zwar da schon mal eine 7er-Combo. Das müssen wir dann ins Ziel bringen. Awesome! Aber dann ist leider da kurz der Weg gewesen. Darum springen wir jetzt da wieder zum Final Versuch führen. Da ist auch 7er-Combo und die müssen wir jetzt aber noch super ins Ziel bringen. Gibt zwar nur 1 Stern, glaube ich, dafür, aber besser als keins. Oh man! Aber wir können zumindest dann weitergehen und uns noch der vorletzten Herausforderung, in dem Fall 9, widmen. Das wir noch anschauen. Ich glaube, ein Zeitrennen will mich nicht täuschen, aber genau. 1, go! Da geht es einfach darum, dass man in der richtigen Art der richtige juckt, vor allem bei dem Level. Das kann einen sonst noch ziemlich plagen. Shake it, baby! Dann hätten wir da eine Herausforderung wenigstens beim ersten Mal geschafft und 4 Sterne ist auch eher eine Seltenheit gewesen bis jetzt. Das ist doch schön und dann würden wir uns noch die letzte Herausforderung anschauen, das Nummer 10. Und ich glaube, da geht es um Combo. 3, 2,
One, erreichen go! 400 für 5 Sternchen. Ich glaube, das werden wir nicht schaffen. Gehen wir uns da wahrscheinlich auch mit einem oder 2 Sternchen dann zufrieden. Ich schneide davon und dann ist die Versuch 3. Boom, baby. Hey, yeah. Oh no. Ja, der Versuch war jetzt nicht wirklich der Hammer gewesen mit 55'000. Ich glaube, da ging schon noch ein bisschen mehr. Darum habe ich noch mal einen Neustart gemacht. Ich glaube, das war der feine Versuch gewesen. Ist auch nicht wirklich super, aber besser als der letzte. Mit Sicherheit einmal. Not bad. Ja, ich glaube, die 145'000 sind es noch gewesen, auch am Schluss. Again. Again. In dem Fall hätten wir jetzt die letzte und 10. Herausforderung auch noch gemacht. Das wäre das Ende von dem Let's Play und zum den Entwickler noch ein bisschen gebührend feiern, weil ich es eigentlich doch noch wirklich ein cooles Spiel finde, lassen wir jetzt einfach den Abspann noch laufen. Ich weiss, wir haben das Spiel nicht komplett durchgespielt, aber wir haben zumindest alles plus minus mehr oder weniger mal gesehen und somit bleibt eigentlich nichts mehr zu sagen, außer vielen Dank, dass ihr dabei gewesen, freut euch aufs nächste Projekt und man hört sich.